Maelo hat das Schweizer Regenbogenglas. Ich habe das auch und das Schweizer Regenbogenglas, das hat viel mehr Wert als das deutsche Regenbogenglas. Deshalb müssen wir uns dieses Video reinziehen. Das ist huge. Das Schweizer Regenbogenglas. Ich suche eine Trinkwasserquelle. Let's go. Das Schweizer Regenbogenglas. Oha, das Schweizer Regenbogenglas. Viele Leute würden sagen, dass das nur ein normales Glas ist. Vor fast 2 Jahren startete in Deutschland eine Aktion bei McDonald's zu diesem Regenbogenglas. Und Schmutz, Digga, Schmutz. Das einzig wahre Regenbogenglas ist das Schweizer Regenbogenglas. zählige Videos von Tanzverbot, Simon Unge und Jonah später ist dieses Regenbogenglas absolut legendär geworden. Deutschland hat rund 1500 McDonalds-Filialen, während die Schweiz knapp 150 hat. Und das heißt, Deutschland hat knapp 9-mal mehr McDonalds als die Schweiz. Für mich heißt das also, dass die Schweiz... Aber ich muss ehrlich sagen, die Schweizer Digga, die Schweizer McDonalds sind viel, viel besser als die deutschen, finde ich. Von der Qualität und allem viel besser. Regenbogengläser mindestens... Also ich sag mal so, wenn ich in den deutschen McDonalds reingehe, dann habe ich immer so das Gefühl, dass es alles so heruntergekommen ist, so weird. Und in der Schweiz ist das wie ein 5-Sterne-Restaurant. Ich sag's euch. 8-mal wertvoller sind als die aus Deutschland. In dieser Videoserie werde ich das Schweizer Regenbogenglas noch wertvoller machen, als es eigentlich schon ist. Und Simon, ich glaube, das wäre eine gute Anlage für die Rente. Beiseite. Hier in der Schweiz ist es absolut normal, dass die meisten Brunnen Trinkwasser haben. Es heißt sogar, in der Schweiz wird grundsätzlich angenommen, dass ein öffentlich zugänglicher Brunnen Trinkwasser führt, das ohne Bedenken konsumiert werden True ist so, in der Schweiz trinke ich aus jedem Brunnen. kann. Ich habe mir 5 Brunnen in meiner Heimatstadt Freiburg rausgesucht und werde daraus jetzt trinken. Und für die, die sich... Dafür kostet alles 5 mehr in der Schweiz. True. Ein Big Mac Menü in der Schweiz? Wie viel kostet ein Big Mac Menü Medium? 15 Franken? 16 Franken? Kann das sein? 12 Franken? Nur 12 Franken? Okay, ja, kommt drauf an. fragen, ja, es gibt auch in Freiburg in der Schweiz. Man kann aus jedem Brunnen trinken. Erster Brunnen läuft nicht, dann suche ich mir halt den nächsten. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Der erste Brunnen ist da. Ich mache das uncut beim ersten Mal, damit ihr nicht sagt, du fakest das. Let's go. So. So, ich hoffe, der Fokus spinnt nicht. Let's go, baby. Digga, so ein Brunnen in den Bergen, so richtig kaltes Trinkwasser. Beste. Nice. Der erste Brunnen war dort. Der zweite ist hier. Das Wasser richtig blau, Mann. Nice. Zweiter Brunnen. Es windet wie Scheiße, darum mein Mittelscheitel komplett am Arsch. Let's go. Jetzt. Also, Chat, er trinkt jetzt aus verschiedenen Brunnen oder Brunnen aus der Schweiz und deshalb soll das Schweizer Regenbogenglas noch mehr Wert bekommen. Habe ich das richtig verstanden? Das schmeckt nach einem kostenlosen Abo, Digga. Alles klar, ich frage mich noch, was das soll. Und da ist er doch, der dritte Brunnen. Delfine? Boah, mashallah. Delfine. Ein bisschen nussig. Inscope, Digga, hast du Bock auf einen Snack? Zum dritten Mal Wasser aus dem Mund von einem Delfin. Auch das ist in der Schweiz. Absolut sicher und zum Glück windet's auch gar nicht. Aber Leute oder Schweizer, die immer sagen, ne, ich trinke nicht aus dem Brunnen, weil das ist so hässlich. Digga, so lost. In der Schweiz, das Wasser aus dem Brunnen, beste. So, der vierte und vorletzte Brunnen ist gefunden. So, dann gönnen wir uns mal einen gediegenen Schluck. So. Er geht jetzt einfach von Brunnen zu Brunnen und trinkt das Wasser. Schweizer Content, bester Content. Nummer 4. Riecht so ein bisschen nach Urangestein. Der letzte Brunnen sieht so nice aus. So, der letzte Schluck. Dann gehen wir noch an eine richtige Quelle. Köstlich, schmöchtlich, lasst ein Like da. 5 von 5 Brunnen. Check. Schweizer Feeling ist da. Nächster Tag und wir sind jetzt am legendären Ärgerer mit dem Regenbogenglas. Und heute ist die Challenge, diese Quelle hier zu suchen von diesem kleinen Bach. Diese Quelle leer zu trinken. Was bei Monte der Ilsebach ist, ist bei mir die Ärgerer. Ich muss aus der Quelle mit dem Regenbogenglas trinken. Kann mir eigentlich jemand sagen in den Kommentaren,
warum die Steine hier so rot sind. Wir sind jetzt so ein bisschen mit Karten am Suchen, wo hier so eine Quelle sein könnte. Das sind so verschiedene Arme, die natürlich alles dann in den Bach reinführen. Aber hier haben wir vielleicht was gefunden. Richtiges Der Profi, Digga. Video auf Fritz Meinecke angelehnt. Let's go, baby. Hier, keine Ahnung, hier würde ich jetzt noch nicht draus trinken. Sieht aus, als wäre Öl oder sowas da drin. Aber hier oben ist nichts Boah, es schmeckt, Digga. mehr. Keine Industrie, gar nichts. Hä? Ja, ich bin auch eigentlich einfach dumm. Ich habe keine Ahnung, Mann. So, hier hinten, das war absolut gar nichts. Wir gehen noch ein bisschen weiter den Berg hinauf. Vielleicht finde ich dort, ja, irgendwas, was einer Quelle so ein bisschen näher kommt. Wir suchen gefühlt schon 20 Minuten und alles, was wir finden, ist so eine Sandbank. Aber hier ist nichts von der Quelle in der Nähe. Wir müssen noch weitergehen, Digga. So, wir haben jetzt so einen kleinen Ast gefunden, der dann in die Ehrenbruder Ärgerer führt. Oh ja, das sieht nice aus. Würde ich trinken. Und wir Jet, würdet ihr dieses Wasser trinken? gehen jetzt diesem Ast entlang bis dort, wo er entspringt halt. Ja, und dann, ja. Milo auch komplett mit der Boomer, mit dem Boomer-Outfit, Digga. Wenn meine Eltern wandern gehen, dann sieht es so aus. Dann trinke ich daraus. Oh. Wir sind mittlerweile bei 1250 Höhenmeter. Hier irgendwo müsste doch endlich eine Quelle sein, Digga. So eine Stunde ungefähr suchen wir jetzt und langsam kommen wir der Sache näher. Aber jetzt gibt es hier noch Hochsteigung des Grauens. Normalerweise bin ich nur am PC, was ist das? Früher bin ich übel nicht gern wandern gegangen. Aber heute, es macht noch Bock, Digga. Also Real Talk. Es ist die Transformation zum Boomer-Chat. Aber ich weiß nicht, ob man einfach so eine Quelle finden kann, weil ich habe das Gefühl, viel Wasser kommt einfach aus dem Berg in einem Bach, in den Bergen und so wirklich einzelne Quellen, wo viel Wasser rauskommt, ist noch schwierig zu finden oder vielleicht liege ich auch falsch. Ich werde langsam zum Boomer, so wie Dena. Bro, Dena wirklich. Digga, habt ihr dieses Meme gesehen auf Twitter? Warte mal kurz. Das war so funny. Dena hat, glaube ich, irgendetwas kommentiert auf Twitter. Felix von der Laden. Das war huge. Er hat irgendetwas... Ja, komm, Digga. Felix von der Laden. Digga. Hier. Felix von der Laden. Er hat geschrieben, wollt ihr mich eigentlich komplett hops nehmen? Und alle Leute... mit diesen beiden Emotes, Digga, zu wild. Aber das sind wirklich Boomer-Emotes. Wer das braucht, zertifizierter Boomer. Wie steil soll es sein? Die Ärgerer? Ja. Holy shit, Digga. Hast du auch gerade gehört? Ja, Mann. Ich glaube, das war ein Wolf, Digga. Nee. Safe Absolut schlechter Witz in 3, 2, 1. nicht. Nee, stimmt. Das war Leon Mascher, der Werbung für Hydra Hype macht. Ich glaube, hier ist Urangestein, Digga. Wir sind mittlerweile gefühlt auf 1788 Meter. Ich glaube, wir haben was gefunden. Es kommt hier straight aus der Erde raus. Die Quelle sind hier so 2 Löcher im Boden. So, wir Ja, das sieht jetzt nicht so schmackhaft aus, muss ich sagen. haben jetzt was gefunden. Hier kommt das Wasser, nämlich direkt das Wasser aus der Erde raus. Das ist auch kein Rohr oder so, das ist einfach so ein Loch. Da sind Das ist einfach so ein Loch, wo Wasser rauskommt. Kenn ich. wir jetzt also mit dem heiligen Regenbogengral. Und hier ist die Quelle. Ich nehme jetzt ein bisschen Wasser hier raus, aber damit ich es noch gesagt habe, wir kochen das Ganze ab. Oh, Noob, Digga, komm. Es sieht schon hässlich aus, aber das kann man trinken. Was soll da drin sein, was nicht gut ist? Gibt es ja nichts. Dort oben, ab einer gewissen Höhe, da gibt es ja nichts, was drin sein kann. Das fließt durch Steine durch. Noob, Digga, komm. Ist mir scheißegal. Warum kochen wir das Ganze ab? Ich habe in 2 Tagen die Impfung und ich habe wirklich absolut gar keinen Bock, die Impfung nicht machen zu können, weil ich die Scheißerei habe. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Darum kochen wir das Wasser noch schnell ab und dann trinke ich das. Ja, komm, lass es. Milo ist wirklich auch, das müsst ihr wissen, Chat, Milo ist der einzige Kollege, den ich kenne, der wirklich so richtig vorsichtig ist, was Bakterien angeht. Der fasst im Bus keine Stangen an, er drückt nicht auf das Stoppschild, er desinfiziert sein Handy schon vor Corona hat er sein Handy immer desinfiziert. Er hat schon vor Corona seine Hände desinfiziert. Es ist nichts Schlimmes, es ist ja nice, aber Milo ist wirklich ein zertifizierter Händedesinfektionist.
Aber ganz schlimm. Wenn er isst, der muss nach dem Essen direkt seine Hände waschen, Digga. Mich stört es nicht, ich sag's wie es ist. Wenn ich esse im McDonald's, ich bin nicht einer, der direkt zum Baden muss und die Hände waschen. Muss nicht sein. Kann sein, aber muss nicht unbedingt sein. Er hat zertifizierte clean hands, true. Das Ganze. Ich bin ja trotzdem an der Quelle. Wir machen keine Fake-Scheiße, ich sag's einfach. So, hier in die dunkle Grotte, Digga. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein Tier, Digga. Holy shit. Hab schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh. Das klingt aber so richtig frisch, das Wasser. Oh mein Gott, frisches Quellwasser aus der Schweiz. Es ist... Ja, nee, er drückt nicht auf Stopp, er drückt so mit dem Ellenbogen so, ho! Auf den Stopp-Button im Bus. Ho! Ja, genau so sieht das aus, wenn er auf... Ein bisschen Erde ist drin, aber geht. Sieht richtig klar aus, aber der Schein kann trügen, Dicker. Darum jetzt mal abkochen. Jetzt kochen wir das Ganze in so einem Notkocher ab. Dann nehme ich hier die Ehrenbruder-Tasse und dann das heilige Wasser. Bro, trink doch einfach, was soll drin sein? Ich mach voll, oder? Ja. Das frische Quellwasser haben wir jetzt hier abgefüllt und das kochen wir jetzt auf, damit Viren und Bakterien absterben. Sobald das Ganze dann kocht, schütte ich dann die Hälfte hier rein, damit ich das Ganze so ein bisschen desinfizieren kann, weil ich ja jetzt das dreckige Wasser hier reingefüllt habe, wie so ein absoluter Two-Head, Digga. Die andere Hälfte lasse ich dann kühler werden und dann trinke ich daraus. Die Aussicht hier mit dem Regenbogen. Digga, Milo ist wirklich eigentlich erst nicht gemacht für die Berge. Er lässt jetzt die Hälfte übrig, dass er das Glas auswaschen kann, um dann den Rest reinzutun. Das ist ja... Regenbogenglas, richtig nice. So ein Ausflug mit dem Regenbogenglas, richtig nice. Ohne dieses Glas hätte ich diesen Ausflug niemals gemacht. Aber es sieht richtig nice aus. Wow, mashallah. Das Wasser kocht, wir kommen der Sache ein bisschen näher. Ich habe jetzt schon ein bisschen abgekochtes Wasser hier reingetan und so ein bisschen einfach das Glas desinfiziert. Und jetzt ist hier noch das andere kochende Wasser und das schütten wir jetzt rein. Ich glaube, er stirbt, Chat. Er wird sterben. So, ich nehme jetzt hier das kochende Wasser ganz sorgfältig und jetzt... Jetzt das heiße Wasser auf Ex, rein da. Das einzig Heiße an Maelo ist sein Wasser. Rein in die Masse. Rein in das Wasser. Es ist heiß, es ist kochendes Wasser. Was ist das denn? Wir haben jetzt hier kochendes Wasser im legendären So dumm kann keiner sein. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen abkühlen, weil ich will mir nicht die Fresse verbrennen. Und dann sehen wir uns, wenn ich dann das Teufelsgebräu trinke. Meine Damen und Herren, ich kann es nicht fassen. Wir sind irgendwo in den Schweizer Voralpen mit dem Schweizer Regenbogenglas und meinem Ehrenbruder Ärgerbach. Mit dem Quellwasser haben wir jetzt abgekocht und es ist jetzt nicht mehr so heiß. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Geschmacksprobe, Digga. Oh Mann, bin ein bisschen aufgeregt und für diese Aufregung lasst doch ein Like. Let's go. Digga, wie lange kann man es herauszögern, bis man das Wasser trinkt? Wir gehen rein in die Masse. Ein Schluck Schweizer Quellwasser. Schmeckt nach Wasser einfach. Es ist halt Wasser. Es riecht nach nichts, es ist gut. Also ich nehme noch einen Schluck. Wir gehen rein. Wie klein soll der Schluck sein, Milo? So. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich mache so eine Grimasse, Digga. Warte mal kurz. Ich muss mal Milo anrufen kurz. Ich muss fragen, wie es ihm geht. Das muss abgeklärt werden, ob er noch lebt, weil ich kann das nicht verantworten, wenn er nicht mehr lebt. Willkommen bei Combo. Ich glaube, er lebt nicht mehr. Scheiße, Digga. Das Wasser hat ihn umgebracht. Milo! Aber es ist eigentlich gut. Es ist eigentlich gutes Wasser. Das Schweizer Regenbogenglas ist jetzt offiziell auch an einer Quelle gewesen. Simon, ich habe jetzt das einzige Schweizer Regenbogenglas, das auch schon bei einer Quelle war
und daraus getrunken wurde aus einer Schweizer Bergquelle. Ich glaube, ich habe jetzt das wertvollste Regenbogenglas. Im nächsten Teil machen wir den Hasen noch wertvoller. Oha, das Schweizer Regenbogenglas. Oha. Du, das brauche ich. Das brauche ich für meine Rente. Nices Video, aber ich glaube, Milo hat jetzt vor, immer eine Reihe daraus zu machen und irgendwelche komische Dinge damit zu machen, dass das Regenbogenglas am Schluss dass das Regenbogenglas am Schluss richtig viel Wert hat. Finde ich nice, fühle ich. Halt dein Maul. My heart just got stuck between these loops. Mama got